Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dein kurzweiliger Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. Jenny! Hast du gern, wenn man dir Jenny sagt, schon, oder? Ja, ja. Oh, das hat jetzt aber nicht so begeistert. Es wird beides gebraucht. Jenny, Jennifer. Okay, aber es ist nicht so, Jennifer, weißt du, wenn mir jemand Stefanie sagt, dann steht ich gerade so, was habe ich gemacht? Das hat mir nur meine Mutter gesagt. Okay. Aha. Wenn Nein, ich eins ich gemacht hätte habe. Jenny gesagt. Okay. Also ich bin immer Steffi. Ich bin never ever Stefanie. Und auch nicht Funny. Hat auch mal jemand probiert. Funny. Ist nicht gut angekommen. Weil wir Als Spitznamen, oder was? ja, Oh. ja, dann habe ich gefunden, wieso das führen wir jetzt ein mit der Funny? Ich so, over my dead body, kannst du gerade vergessen. Nein, ja, ich habe lustigerweise nie einen Spitznamen gehabt. Ich habe mal einen Brief adressiert an Herr Walter Jemmi. Auch lustig. Ich meine, könnte sein. Aber ich habe nie So, einen Spitznamen gehabt. Oder zumindest keinen Spitznamen, der mir to my face gesagt hat. ein bisschen schwierig. Also, nein, ich kann das jetzt da nicht sagen in Podcast-Form, weil mein Name ist Hipper. Mhm. Und so beim schnellen, hallo, das ist Steffi Hipper. Und es kann wirklich unter ganz, ganz schlechten Umständen, kann er falsch verstanden werden. Und zwar mit einem Namen aus der deutschen Geschichte. Oh. Und das hat mir wirklich mal jemand Blöd. gesagt, grüezi Frau. Mach das. Okay, no, yeah. Hey, und dann habe ich wirklich gesagt, wirklich, und ich meine, du kennst mich auch schon ein bisschen, ich bin mega freundlich und ich einfach so, niemand heisst so. Ich habe richtig geschrien, es ist ganz schlimm gewesen. Also anyway, Steffi und Jenny, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, halb schlau, voll Herz. Ich glaube, die mittlerweile dritte Ausgabe. Ja, genau. Ich Und wir bin hoffen, vor allem, dass du die alle gebinged hast, so wie es es ist so proud und wenn nicht, kannst du jetzt Pause machen und wir warten schnell auf dich. Warte, ich denke, Nein, lass es nachher. also gut, ja, es stimmt. Oder? Wir haben Besseres. Wir haben zu tun und vor allem, der hure Countdown läuft. Wir haben uns nämlich Hey, geschworen. scheiße, ja, es läuft zacki. Es ist wirklich Also so 20 Steffi, Minuten. 20 Minuten. Ist gut. Also, und ich wir bin. sind bei this week. Go. Shit, I didn't buy. Das ist unsere Lieblingsrubrik, weil Jenny und ich sind wahnsinnig gut darin, Sachen nicht zu kaufen, dann doch nicht. Und ich habe die das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, habe ich gesagt, irgendwie, ich habe ja zum Beispiel, ich habe in meinem Globus-Warenkorb einen richtig teuren Rimowa-Koffer, wo ich einfach drin lasse im Warenkorb, weil ich jetzt die ganze Zeit so affige Mails bekomme. So, haben Sie nicht etwas vergessen? Und das regt mich total auf. Und irgendwie finde ich so, ihr habt es verdient, dass ihr jetzt die ganze Zeit die Mails rauslassen, weil ich so, vielleicht kaufe ich nicht. Vielleicht nehme ich ihn wieder aus dem Warenkorb raus. Ich weiß nicht. Aber also diese Woche habe ich etwas nicht gekauft, was ich wahnsinnig lustig gefunden habe. Und ich gebe zu, es wäre eigentlich ein Geburtstagsgeschenk gewesen für eine Freundin, das ich mega lustig gefunden habe. Und ich habe es dann doch nicht gekauft, weil es ist ein T-Shirt gewesen und ich muss schauen, es hat eben auch so einen guten Titel gehabt. Es ist nicht, warte schnell, es ist, Aber ich dachte, das ist so ein Aufdruck, oder was? es hat einen Aufdruck. Wie ist das mit Aufdruck? I know, aber es ist eben nicht ein Schriftzug, sondern es sind saggy Boobies. Und ich habe es einfach Cool, Steffi. wahnsinnig lustig gefunden. Aber ich habe dann gemerkt, nur weil ich irgendwie, weißt, die ganze Zeit rumpuppe und finde, so, ich bin irgendwie rund und ich finde mich super so. Aber es sind wahnsinnig lustige saggy Boobies gewesen und ich habe es jetzt aber doch nicht gekauft, weil ich gefunden habe, vielleicht getraue ich mich gleich nicht auf der Straße rumzulaufen mit Könntest dem. du einfach mal mit so Bubi-Söcken anfangen? Das, ja, das stimmt, das wäre so ein bisschen die Anfängerversion davon. Ich habe eine Bubi-Tasche, aber ich finde sie nicht mehr. Es ist irgendwie so eine Mit Stofftasche. Bubi-Söcken anfangen. Also, wenn jemand uns ein Weihnachtsgeschenk sucht oder ein Geburtstagsgeschenk, wird Steffi Bubi-Söcken. There you go. Ja, und vielleicht sage Bubis finde ich also genauso lustig wie Perky Bubis. Also einfach irgendwie, so sind einfach Alle gut. Bubis sind good Bubis. Es ist einfach Bubis sind Bubis. Bubis sind immer lässig, oder? Also ich meine, irgendwie so, was für ein Podcast haben wir da eigentlich? Okay, Druck buchstabieren. Was hast du nicht gekauft die Woche? Ah, ja, also, ich muss mal ausholen. Also, es gibt, ja, ich weiß nicht, all die Bottega Veneta kennen. Never, ever, weil einfach du beschissene ludicrous teuer und ich kaufe es Designer nur Secondhand. Aber es gibt ja den Hop-Bag, also der slouchy Bag, wo so ganz eine grosse Schultertasche ist aus gewobenem Leder. So ganz Ja, ja. Oversize. Und ich habe das gesehen von einer anderen Marke, so sehr im ähnlichen Stil. Und natürlich irgendwie für einen Zettel oder so vom Preis. Mhm. Und habe es dann nicht gekauft. Ich bin so stolz auf dich. Weil es wäre affordable gewesen. Neue Carry All My Shit Bag. So einen grossen, weißt du?
Ja, aber weißt du, die sind auch mega gefährlich. Weil je grösser das Taschen ist, desto mehr Shit tust du auch dort rein. Und das ist wirklich, also du bist noch, ich glaube, fast 10 Jahre jünger als ich. Wir werden jetzt nicht so genaue Zahlen nennen, aber es gibt ein Alter, wo du einfach merkst, du kannst nicht die ganze Zeit so viel Scheiß rumtragen. Und ich habe zum Beispiel immer Crossbody-Bags an. Dann drückt das einfach mega auf eine Schulter und irgendwann mal kommst du in so ein Alter Ich rein. sage, ich habe meinen Mammutrucksack. Also das ist wirklich, ich würde lieber sterben. Ich würde sagen, ich würde lieber sterben, als müssen mit einem Rucksack rumlaufen. Und ich weiss, dass es verschiedene Leute gibt, wenn man irgendwie ein Rückenproblem hat oder so, wo einfach ein Rucksack ist mega vernünftig. Aber ich finde es einfach, es Ja, sieht auf der O. meistens. Obwohl ich muss sagen, unser Diaper-Bag damals war ein Freitag-Rucksack gewesen. Mein Diaperbag war damals so eine Jutetasche, wo ich dann mit der Pferdekutsche konnte. Nein, es ist, nein, ich weiß nicht mehr, was ich für ein Diaper. Eben, also das kommt natürlich auch noch dazu, bei der Jenny und ich. Dein Kind ist noch relativ klein, würde ich sagen. Ja, genau. Und meine Kinder sind relativ groß. Also die sind also meine Kinder bleiben es ja immer, aber sie sind kein Kind mehr. Und darum haben wir natürlich auch, ich finde es noch spannend, so Querschnitt irgendwie so vom Frau sein. Also nein, es hätte auch jemand von uns childless können sein und das wäre sicher auch total Ja. lästig. Aber ich find's Oder aber non-binary. oder non-binary und child-free by choice. Wir haben ganz viele Schlagwörter, die wir euch honorieren. Aber nein, faktisch, ich finde, es gibt noch so eine spannende Bandbreite, weil du bist natürlich schon noch, also mitten drin und ich bin irgendwie so schon halb ausgestiegen. Weißt du, bei mir ist es so, dass ich letzte irgendwie so die 21-Jährige die eingeschlossen habe, weil ich literally vergiss, dass ich ein Kind die habe. Weißt du, irgendwie so, sie schreibt mir irgendwie so, wo sind die ran? Und ich irgendwie so, oh mein Gott, du bist die Das ist schon noch geil, so älter zu sein. Dass du einfach gar nicht mitbekommen hast, dass sie die sind. Also ich Schon, meine, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt nicht anders, also dass ich es jetzt aktuell anders mache, aber das ist genau. Also, du beschließt wahrscheinlich selten. Oh nein, es ist wirklich, wir möchten nicht, dass der Case jetzt den Podcast muss oh hören. Oder? Scheiße, that never happened. That never happened. Satire. Nein, es ist wirklich so. Also, ich bin stolz auf dich. Die Wirklich so carries nicht Tiere, all eben Taschen. Satire und so einen Buzzer, Ist Satire. wirklich so viel. Aber ich weiß was, ich traue jetzt unseren HörerInnen zu, dass sie das können differenzieren, oder? Natürlich, sie sind alle mindestens halb schlau. Eben. Und? Voll Herz. Ich Ja, habe so viel Freude. Also, Also, was ich so gespannt bin, du weißt ja, das ist meine totale Obsession und auch, ich muss ehrlich sagen, wo wir über den Podcast diskutiert haben, ist es einer von meinen innigsten Wünschen gewesen, dass wir können Am I the Asshole Geschichten erzählen. yes, 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 Ich yes. lieb's. Und falls du jetzt auch mega gespannt, nicht die sondern vielleicht irgendwie mit im Tram oder irgendwie beim Putzen oder irgendwie beim Ich Joggen. hoffe, du bist die Heim. Ich meine, was willst du für andere Wohnung? Also, ist ein respektabler Beruf, aber ich hoffe, du putzt nicht anderen Leuten einfach die Wohnung. So. Also einfach so, aber gegen Geld. Ja, Noch. natürlich. Also. Eben, kann ich sagen. Also, und wir haben, glaubst du, hast jetzt wieder mal eine sehr knackige Geschichte gefunden für uns, oder? Ja, yes, yes, yes. Vor allem, ich habe eine, also, da muss ich jetzt auch noch mal schnell sagen, Stefanie, wir haben ja beide Zöliakie. Das sind die fragen, hat da blutet dran? Mhm. Und das ist jetzt so eine Zöli-Geschichte für uns. Und für alle, die auch so, so. Auch so arm, einfach keine Gluten, die bösen Gluten müssen Ja, vermeiden. genau. Also, meine Asshole bringe ich Arschloch, weil ich mein eigenes Essen an eine Hochzeit mitnehme. Also ist gut. Sie, 36, Frau, ist eingeladen worden zu einer alten Freundin als Hochzeit und sie hat sich mega gefreut. Sie hat medizinische Vorerkrankungen, wo sie kein Gluten und kein Milchprodukt zu sich nehmen. Okay. Und ja. Und sie hat dann auf der RSVP-Karte, dass sie gerne an die Hochzeit kommen, hat sie gefragt, für, ob es so Diätwünsche, Einschränkungen gibt. Und das finde ich schon mal gut, weil ganz viele fragen ja schon nicht einmal. Also Mhm. finde ich super. Ähm, und dann hat ihre die Brut gesagt, dass halt der Caterer nicht kann garantieren kann, dass es halt komplett Gluten- und äh, milchproduktfrei ist. Mhm. Vor allem halt wegen der Cross-Kontaminierungen, kennen wir. Mhm. Dass sie hoffe, ich quote, mit Salat und Frucht zufrieden ist. Hm. Okay, Entschuldigung, sorry. Ich Ja, will nicht reinlachen. no, bitch. Also, Mhm. anyway. Und dann hat sie, die 36-jährige Frau, hat gedacht, weißt du was, ich nehme einfach mein eigenes Essen mit, Grilled Chicken und Reis und isst dann halt das einfach dann so dort. Und sie sagt dann am Hochzeit, wo das Essen serviert wurde, hat sie sich so heimlich rausgeschlichen und hat einfach so schnell ihr Essen gegessen, tap, 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 und hat dann wieder zurückgeschlichen. Aber
vom Bräutigam die Mutter hat das gesehen und hat das absolut unter aller Sau respektlos gefunden für den Caterer und für das Hochzeitspaar, weil es mache, dass sie so billig aussehen. Und also die Mutter hat sie dann konfrontiert und hat ihr gesagt, dass sie eigentlich die ganze Familie und Hochzeitsgesellschaft peinlich sei für die ganze Gesellschaft. Und sie hätte doch einfach vorher essen oder halt einfach die Frucht und Salat oder so. Und sie hat dann das versucht zu erklären, dass sie halt wirklich krank, dass es keine Lifestyle-Choice ist und dass sie krank und so bla bla bla. Und dass sie halt einfach teilnehmen und so weiter. Und die hat sie einfach mega abgeputzt. Und jetzt ist halt ihre Frage, bin ich das Arschloch, weil ich mein eigenes Essen auf die Hochzeit gebracht habe? Sorry, es ist ja wie, also weißt du, es ist, ich weiß auch nicht, wir sind biased, sagen wir es so. Ja, nein! Es ist nicht so, dass No. wir da beide total entspannt mit dem Thema umgehen, weil ich glaube, jeder, der irgendwelche Nahrungsmittelallergien hat, kennt das, ja. Und es gibt obstruse Allergien, wo du sagst, hey, ich darf auf keinen Fall irgendwie so Schalentier essen. Ist vielleicht nochmal eine andere Schuhnummer als jetzt irgendwie Gluten. Und also, vielleicht sollte ich dann ganz nochmal kurz erklären, so zusammenfassen. Man kann super easy glutenfrei leben. Es ist einfach irgendwie so quasi irgendwie eben so Sachen, wie jetzt sie als Hochzeit mitgenommen hat, irgendwie Reis, Poulet, whatever. Ich meine so Reis, weißt du, irgendwie so, Aber Cross-Kontaminierung bei so Hochzeiten, vor allem wenn es so ein Buffet hat und so, ist tricky, wenn du auf das musst schauen. absolut, oder? Und ich habe das ja auch, also ich meine, wir beide mit der Zöliakie haben das natürlich total viel, wenn du in ein Restaurant gehst und geschweige denn, wenn du neben so einem Catering bist oder so, dass du einfach, du weißt, die können das nicht garantieren und dass sie sich vielleicht nicht so auskennen und wenn das Essen nicht frisch zubereitet worden ist und du kannst nachfragen, hast du sowieso keine Chance. Und ich meine, das ist uns beiden sicher auch schon passiert und I don't know, ich habe jetzt seit 10 Jahren die Diagnose Zöliakie und ich habe mich daran gewöhnt, dass ich an Events oder weißt du, in so an grossen Festen wenn ich finde es natürlich immer am besten, man fragt im Voraus, oder mir so quasi, gibt es irgendwelche Intoleranzen, Allergien, whatever, und dann kannst du es anbringen. Und dann kannst du immer noch selber entscheiden. Aber es hat es bei mir schon auch schon gegeben. Weißt du, dass ich das gesagt habe, hey, wir können einfach nichts garantieren, aber dann dürfen sie auch nichts dagegen haben, wenn man etwas mitnimmt. Und vor allem, also diese Story finde ich noch recht krass, dass sie gesagt hat, weißt du, sie hat es ja nicht einmal am Tisch gegessen, sondern sie ist rausgeschlichen wie ein Junkie Ja. und hat sie gestohlen im Stegenhof. Nein, Hallo? also ich meine, ich hätte das am Tisch aufgemacht und hätte das gegessen. Und ich meine, also weißt, und ich nehme an, sie wird es ja wahrscheinlich auch noch kalt gegessen haben. Also weißt, so. Es ist wirklich, also weißt du, ich könnte es ja noch verstehen. Ich meine, man könnte schon ein bisschen extra sein, wie so quasi, oh mein Gott, ich brauche eine Mikrowelle für mein Essen, für mein Separat. Aber sie hat ja das mega low-key machen, oder? Also, Ja, ich, aber ich meine, also außer es sind totale Psychopathen, machen die meisten das ja so, hey, ich schäme mich eigentlich nicht. Und ich meine, sorry, also bis ich in einem Restaurant mich irgendwie getraut habe zu fragen, so, also er hat wirklich kein Gluten dran und er hat also wirklich auch keine Cross-Kontaminierungen. Ich meine, machst du ja auch nicht gerade einfach so, weil du willst ja eben. auch nicht gerade einfach mal den ganzen Betrieb aufhalten, irgendwie. Eben, eben. Und wir müssen vielleicht auch noch sagen, sorry, ich bin immer für die, die einfach irgendwie, weißt, sich nicht auskennen mit Zöliakie. Das Problem ist eben, dass mit dieser Cross-Kontaminierung, dass wir einfach wirklich auch auf Spuren reagieren. Also ob es jetzt wirklich eine physische Reaktion gibt, das ist bei jedem ein bisschen anders, aber es ist wirklich einfach irgendwie so quasi, es gibt heftige Reaktionen und vor allem du machst einfach die Darmschädigungen von dem Zwölffingerdarm, wo einfach irgendwie so, das ist einfach, das sind ganz schlimme entzündliche Prozesse, wo du einfach nicht willst. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist jeder ein bisschen anders sensibel, aber hey, wenn das Risiko besteht, wenn ich nicht safe essen kann, wenn ich weiß, ich kann nicht sicher sein, dass ich irgendwie weiss, dass es mir nachher schlecht geht, hey, dann bin ich ja Alkoholikerin geworden, weil ich einfach irgendwie all meine Events, irgendwie so Champagner und Prosecco, das ist immer Ja, safe. das stimmt, das stimmt. Und dann kommen jetzt mit Also, den Händen und dann einfach... Steffi, du sagst einfach, die junge Frau, die ihr das eigene Essen bringt, ist nicht Asshole of the Week. Absolutely not. Ich fänd's irgendwie schwierig, wenn sie eine Szene gemacht hätte. Ja. Weißt du, wie so quasi, you're not the main character, es ist nicht die Hochzeit. Controversial Opinion. Ich sage jetzt sogar noch, dass die Hochzeitsgesellschaft Asshole of the Week ist. Ja. Also, und vor allem die Schwiegermutter oder was auch immer, die irgendwie gefunden hat, irgendwie so, Nein, ich finde nämlich, du als einladende Person, also ich weiß nicht, wenn ich Leute einlade, also Kindergeburtstage, ich mache immer die Frage, darf das Kind alles essen oder nicht, muss man irgendwie so aufpassen, und dann einmal haben wir auch jemanden mit Laktose und dann schaue ich, dass das Kind irgendetwas essen kann. Und it's not that hard. Finde ich, ist es deine Gastgeberqualität, dass eigentlich die Leute einfach etwas essen können. Punkt. Ja. Sorry. Ja, wirklich so. Und ich glaube wirklich, jeder, der Einschränkungen hat, ich habe mir auch schon selber wahnsinnig leid getan. Wenn es einfach irgendwie nicht geht und du kannst jetzt halt einfach nicht essen oder irgendwie nicht gescheit essen. Wir waren ja mal in einem fancy, schmancy Zürich-Restaurant.
Mhm. Ich habe extra noch geschaut, auf der Karte hat es geheißen und auf dem Web überall, wenn Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, können Sie das bitte beim Bestellen sagen. Und ich Mhm. gesagt, gut, bestellen, mache ich fix. Sind wir dann durch gewesen, in einer Weihnachtsessen, grosse Gruppe mit 8 Leuten, gell? Okay. Dann durch gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die Karte gesehen, wunderbar, eben, ich möchte es drauf mitnehmen, habe ich nicht essen mitgeschaut. Ja, da hätte ich mir vorher sagen. Ich so, nein, ihr habt das ja gesagt auf eurer Webseite, muss das bei der Bestellung sagen. Voilà, ich bestelle jetzt. Also bitte schön. Ja, nein, sie können das nicht. Und ich so, ja, okay. Sie haben gefunden, ja, sie können mir nicht servieren. Und dann habe ich gefunden, ja, okay. Und ich meine, ich bin dann halt gegangen. Weil was wollte ich 8 Leute beim Essen zuschauen? Ja, das ist wirklich. Aber es sind Aber, Ausnahmen. Also, ich meine, das ist bekackt. Ich bin auch schon, aber in einem Restaurant haben sie mir gesagt, und ich bin auf eine Art noch froh gewesen, das serviert, das habe ich fast Tochter gesagt, oh my God, I'm so old, die Servierfachkraft hat mir dann gesagt, ich weißt so quasi, hey, ich kann da innen nichts essen. Die haben jetzt kleine Küche, da sagt überall Mehlstaub von den Bäuerli, bla bla bla. Und ich habe es ehrlich gesagt, dann habe ich meine Freundin beim Mittagessen zugeschaut, aber ich bin eigentlich total dankbar gewesen, weil sie ist wenigstens ehrlich gewesen. Und hat gesagt, ich so, hey, es ist ja, alles ja, fix, bringen. natürlich. Da bin ich natürlich froh Oh, gewesen. das ist wie, wir sind bei einem Chines gewesen, die Freundin und ich, vor ein paar Wochen. Und ich meine, wir haben uns so gefreut, weil auf der Karte steht gluten-free. Und wir so, what the fuck, gluten-free Chinese food, Oh, oder? wirklich? Genau. Dann haben wir noch einen Koch geschätzt, mega netter Typ und so. Und dann hat er so gefunden, ja, und wir so, hey, glutenfrei Chinesisch, boah, hure geil. Und nachher so, ja, schau auf alles glutenfreie Zutaten, außer halt eben die Sojasauce. Was? Also, Äh, also also, chinesisches Essen ja, hat ja alles Sojasauce dran, mehr oder weniger, ja oder? schon, aber, ja, aber unter anderem, aber du darfst halt dann nicht draufschreiben, es ist glutenfrei. Hat er es verstanden? Ja, ich weiß nicht, ich habe dann halt am nächsten Tag noch am Lebensmittelinspektorat von Oh, Zürich angerufen. wirklich jetzt? Ja, Also, sorry, du darfst einfach nicht. nein, es ist, wenn es auf der Karte Und ausgewiesen wenn du ist. es auf der Karte, das ist, also weißt, Ja, ja. dann haben wir Leute gehabt, so, und so. Ich so, nein, schau, ich will nicht, dass der Puff bekommt. Sie sollen es mir einfach sagen. Und wenn jetzt Ja. nicht irgendwie, stell dir mal vor, der Shitstorm, er würde, ich weiß doch auch nicht, irgendein Antibiotika-Bulle verkaufen und würde draufstehen, Schweizer Bulle. Hey, Ja, der Shitstorm. ja, das stimmt schon. Du hast völlig Sorry, recht. also weißt du, darum Also, nein. Gut. also im Namen von allen, die mitschauen mit der Gluten, Ja, thank you. ja. Thank you for your service. Wirklich. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Wieso reden wir schon wieder über das Essen? Das ist ja grauenhaft. Aber anyway. Also, zurück zu der Am I the Asshole-Geschichte. Ich hoffe, dass das auch bei dem Reddit-Thread, also, ich hoffe, Ist das klar. Ist ganz klares Votum. No, ganz you're not the asshole. Mark, not the asshole. Ja. Und jetzt, also einfach, wenn ihr jetzt zuhört, einfach irgendwie so, wenn ihr jetzt Chefin Jenny mal einladen wollt, es ist wirklich irgendwie so sämtliche, weißt du, wir können fast so vieles essen. Es ist alle Fleisch und Herdöpfel und Mais und Reis und Polenta und so. Es gibt ganz viele Sachen, die wir dürfen essen. Einfach nicht Brot und Pasta. Das ist Ja. eigentlich mehr oder weniger das. Ja. Okay. Also, gut, also, Zöliakie, jetzt Ja. müssen wir schon wieder einen Jingle haben. Ich merke es. Ja, ich Ich weiß, will. aber look, ich meine, also, Zöliakie ist relativ unnötig und es bringt eigentlich eine schöne Überleitung zu etwas anderem, was total unnötig ist. Oh ja, es Also ist unsere was. nächste Kategorie ist Missquote of the Week. Okay, und du hast etwas wirklich Geiles gefunden. Ja, ich Aber meine, ich habe das ich meine, Gesicht vorher gesehen. Also, also damit ihr jetzt im Fall, das braucht fast noch schnell ein bisschen mehr kognitive Aufmerksamkeit ja. als halb schlau. Also wirklich jetzt. Also, CSU-Politiker Markus Söder, Deutschland. Hä? In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung er ist an der Münchner Automesse gewesen, und dann haben sie halt ihn angesprochen über die schwächelnden Industriezweige in Deutschland. Und er hat dann dort nichts anderes zu tun gehabt, als einen Vergleich zu bringen, wo heißt, ich zitiere: Ohne Autos, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib. Genau, die Pause habe ich vorher auch Ja, gemacht. ja. Oder, hey, Und dann habe ich wirklich auch noch schnell ein bisschen überlegen. Also, also okay, also wir müssen jetzt nochmal die sagen, studieren mega wie. Nochmal sagen. Markus Söder hat das gesagt. Markus Söder: Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib. Aber Jenny, was will er sagen? Also er will sagen, dass Autoindustrie, Maschinenbau und Chemie wichtige, tragende Säulen der deutschen Wirtschaft sind. Mhm. Oder? Sie bilden wahrscheinlich die Grundlage von Wertschöpfung, Export, Arbeitsplätzen, ja, die. Aber dann gibt. Aber dann. Also, Hat er kein weißt anderes Bild du, als zu sagen. es gibt so viel, wie nennt man die Alliterationen? Weißt du, so wahnsinnig
gute Sinnbilder und Sachen, die man Ja. hätte sagen, statt eine Dame ohne Unterleib. Ja. Weißt du, so, Damen ohne Unterleib, weißt, du, also quasi ist sie nicht mehr zeugungsfähig. Was wollen wir mit dem Unterleib machen? Ist es einfach wie beim Mixmax, dass man da einfach irgendwie, weißt du, so, ich weiß Also, nicht, dann ist der Unterleib als Ort vor, weiß doch auch nicht, Fortpflanzung. und Erotik Oder und ich meine, vielleicht, also weißt du, ich hoffe, Begehren. er meint ja zumindest nur Gebärmutter und nicht einfach unsere Vagina. Es ist wirklich so. Who Also, knows? also bitte, Markus, hast du den Uterus gemeint? Wir hoffen sehr für dich. Wirklich. Was wäre der Uterus von Deutschland? Nein, okay, nein, wir gehen jetzt nicht dort hin. Einfach manchmal, man muss nicht immer, wenn ein Reporter, weißt, ein geiles Quote will, man könnte auch einfach sagen, kein Kommentar. Oder? Also, wäre auch eine Variante. Ja, oder einfach. Markus, Nein, einfach. Mädchen, Ich kann nein. mir einfach alten weißen Männern kein Mikrofon geben. Männer reden nicht Oder über kein Podcast, darum haben Unterleiber. wir einen. Es ist so, aber es ist einfach irgendwie so quasi, also ich finde Frauen, die über ihre Unterleiber, ist Unterleiber eine Mehrzahl, Unterleibenden reden, völlig okay. Aber Männer reden nicht über meinen Unterleib, nicht über meine Uterus, auch alles, was andere, wo So, Steffi, dein Wert hat ausschließlich nur ich bin. in deinem Uterus. Ich bin einfach ein Uterus. Der Uterus und darum sagen wir jetzt Stefanie. Also, ist Nein, einfach die Mehrzahl von Uterus? Utereis. Uterüsser, ich sage ja Brüder, also dann sind es Uterüsser. Es ist wirklich so. Gebärmütter, ich finde Ah, nein. besser. Was? Ut Uterite? Uteri, Uteri? Oh nein, das ist ja fast ein bisschen langweilig. oder? Ich finde Oder? ja. Ich kann mir jetzt ganz schnell Pause machen. Könnt ihr einfach, wenn du Nein, jetzt ich weiß im Fall aber wieso. wenn du jetzt zuhörst, du jetzt kannst du schnell aufs WC, wir können schnell gehen. Ich weiß auch nicht. Nein, weißt du, jetzt ist der Moment, wo Jenny ist a dog with a bone und Jenny muss jetzt wissen, wieso. Und Jenny erinnert sich, dass Uterus aus dem Latinischen kommt. Und Uterus, nein, es ist, nein, jetzt tun Und ich wir, glaube, es ist, wir es haben ist gesagt, O halb wegen schlau. schwierig und wegen Denk, maskulin und darum ist es dann Uteri. yo, halb schlau ist der Name von der Podcast. Ja, okay, sorry. Wir können es bei dem bleiben lassen. Wir müssen nicht Also wir alles. kommen schon zur nächsten Kategorie, weil wir müssen nämlich Gas geben. Wir sind nämlich schon leicht über der Zeit, aber das macht nichts, weil wir sind ja so toll. Also das gerne zu, wir lieben euch. Also, wir können wahnsinnig schnell reden. Kann man eigentlich, wenn wir jetzt was auf Spotify hören oder so, kann man es auch langsamer Ja, laufen? du kannst auch 0,75, 0,5 Speed machen, ohne Oh, okay, Probleme. das ist sehr gut zu wissen und für eure Heim wahrscheinlich sehr dankbar. Okay, also unsere letzte Kategorie für heute ist, ich habe es schon wieder vergessen. Bad Best Friend Advice. Best Friend Ja, Advice. wir halten es kurz und knackig diese Woche. Steffi und ich werden ab und zu darauf angesprochen, wo wir unser Zeug posten, weil es ist definitiv nicht Zürich oder Bahnhofstrasse, weil keiner von diesen Läden Kleider in unseren Grössen hat, wo wir shoppen. Und wir denken, wir teilen uns einfach momentan unseren aktuellen Lieblings-Online-Shop. Finde ich super. Fandst du Mode. noch? Für Ja, Mode. für Mode. Wir meinen jetzt Kleider, Lumpen. Und zwar, also ich habe einen Liebling, wir haben vorher ein bisschen darüber diskutiert, gehabt, off-air sozusagen. Und eben, also weißt du, irgendwie so ein bisschen, man kann sich darüber streiten mit so High Street und irgendwie so Fast-Fashion-Marken. Die meisten Brands machen es nicht besonders gut, H&M, Zara etc. Aber ich habe einen Tipp, wo mir sehr gefährlich ist und ich finde, hat wahnsinnig lässige Ist voll Kleider. Steffi Es Style. ist, es ist wirklich Steffi-Style und ich hasse dich ein bisschen, dass du mich auf die You're aufgedrückt welcome. hast. Und zwar Damson Matter. Ich kann es auch wirklich in die Stories rein tun. Ich bin jetzt einfach knallhart und ein bisschen ein Enabler. Ist eine britische Marke, gell? Mhm. Wirklich so lässige Kollektionen und so inklusives Sizing. Ich glaube, du hast wirklich vom 34 bis ins irgendwie 50, 52 alles dabei und einfach wirklich einzigartige Pieces, mega tragbar und I'm in love. Und ich finde so Und preislich eben auch immer wieder das Bild, fair. wo so irgendwie in TikTok, Instagram viral geht. Also von Ja, dem es ist wirklich so. Also ein Traum. Für mich ist Damson Matter für Plus Size. Es ist nicht Plus Size. Ich rede jetzt da gerade bis in Größe so auf 52 oder so, aber mega nice. Thank you for that. Und ich hasse dich. You're welcome. Love you. Ich bleibe jetzt in England mit meinem Tipp. Danke, dass du mich gefragt hast, Steffi, übrigens, was mein Tipp ist. Das ist wirklich so gern. Ich bin so, tell us more. Ich bleibe in England und Laura Jean. Sie ist eigentlich so vom Style her komplett das Gegenteil von Damson Matter. Von dem hat beides etwas. Sie ist eher so ein bisschen Business Casual, sage ich jetzt mal, aber mit einem Twist. Und sie geht wirklich bis zu einem UK 28 standardmäßig.
Okay, das ist richtig Weißt du mal, was das ist bei uns? Das ist etwa Das ist irgendwie ein 58, 60 oder Ja. so. Ja, Ja? also, ja. Also, und wenn du, und sie tun eigentlich immer, glaube alles recht, also, du hast recht lange Wartezeit, bis etwas kommt, weil es ist alles recht Slow Fashion und es wird auch immer dann extra geschnitten und gemacht für dich. Das heisst, wenn du wirklich ganz spezielle Maß hast, kannst du das auch schicken und sie machen es, sie tun auch recht viel, sind sie so ein bisschen flexibel. Das ist nice. Also made to order schon fast, oder? Schon so fast, ja. Okay, ja. Ja, Very Laura nice. Jean. Okay, Laura Jean. Ist gut. Also, und wir hauen das ist jetzt auch so etwas, was ich finde, muss in die Stories rein bei uns auf halb schnell voll Herz auf Instagram. Und dort haben Jenny und ich ja gesagt, wir tun einander auch ein bisschen zu spammen, weil wir uns ja sonst eigentlich nicht viel sehen, weil ich Stadtkind sie im Herz Stadtkind, aber ein bisschen mehr auf dem Land daheim. Und so begegnen wir uns wenigstens auf Instagram, Amix, und können einander gut und schlecht beeinflussen, finde ich super. Ja, genau. Hey, ich glaube, für heute sind wir ausplaudert. Ich glaube, wir sind einigermaßen in der Zeit. Ich finde es mega lässig und ich bin im Fall total motiviert auch für nächste Woche. Und ich habe nämlich eine MIDS-Geschichte, wo ich nicht sicher bin, ob es suitable for work ist. Wir haben da gar nicht darüber geredet, ob der Podcast so manchmal ein Warnschild braucht. Aber nächste Woche definitiv einfach schon grundsätzlich alle meine Podcasts R-raten, weil... Ja, das ist am einfachsten. Finde ich gut. Dürfen wir auch ein bisschen fluchen. Finde ich gut. Absolut. So gut. Also, dann können wir am Anfang auch bitte Kopfhörer anlegen. Weil das stimmt. Ist vielleicht besser. Hey, mega les, bist du dabei gewesen, Jenny? Das wer auch immer zuhört, danke fürs Zuhören. Und nächste Woche wird es ganz wild. Bis dann. Zusammen. Das war halb schlau, voll Herz, dein Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Wenn es dir gefallen hat, folge uns, teile die Folge mit deinem Lieblingsmensch und schreib uns, welchen Ohrensnack du dir fürs nächste Mal wünschst.